Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Die letzte Episode war leider etwas tragisch, weswegen ich auch nicht so viel Mist gebabbelt habe und die Shinra nur Annelien genannt habe. Aber ansonsten bei solcher ernster Sache traue ich mich schon gar nicht, um ehrlich zu sein, doch richtig das Ganze auf witzig zu machen, weil das doch eine In-Game-Tragik ist, die definitiv auch als solche behandelt werden sollte. Und da sollte man dann auch sein Späßle nicht machen. Gerade weil das Spiel auch wirklich etliche tragische Momente zu bieten hat. Und wir sollten zum Walmart. In Anführungszeichen. So, dann gucken wir doch mal, was die Knabe hier noch für uns bereiten. Und was ich schon immer mal machen wollte, ich wollte gucken, ob die Apotheke jetzt vielleicht offen hat. Aha. Tatsächlich, die Apotheke hat Hitze, Kälte, Gewitter, Genesung, Schutz. Das halte ich für Quatsch und kostet auch noch sehr viel. Ansonsten Handy nicht sehr viel. Die Bronzereife können wir jetzt endgültig verschachern. Und der Lederhandschuh von der Tifa. Ich bin durch so ein kleines Inventar Messi, was das angeht. Und so erste Waffe habe ich immer so leicht die habe ich so, ja, so interessante Beziehung dazu. Und die erste Waffe, die verkaufe ich einfach nicht. Außer bei der Eris, die war verkäuflich. Aber der Kerl hat jetzt auch nichts, obwohl es als Apotheke bezeichnet. Sieht zumindest aus wie Apotheke. Aber wir hätten auch jetzt nichts kriegen können. Ach, geh fort. Komm. Ja, wir müssen jetzt mal uns hier umhorchen, ob es hier was gibt für uns. Doch rennen immer noch welche rum und sind ganz nervig. Ha, du bist! Tut mir leid, aber ich hab schon von dir gehört. Abgesehen davon, dass du dich mir Fragen ziehst, scheint ja gern Sachen kaputt zu schlagen. Wir lassen nur kultivierte Kundierei. Kapiert? Gehst also lieber. Okay. Also da kommen wir erstmal nett rein. Hey, ihr da. Bitte bleiben hier. Okay. Und was ist hier? Das ist wieder der verschreckt, wenn Kundschaft ist. Genau. Was haben wir dann da noch stehen? Das nichts Besonderes. Nee. Alles klar. Bei dem können wir auch nichts Besonderes kaufen. Und das ist nur die Fresshöhle. Das Kleidergeschäft könnte man nochmal reingehen. Ne Drängler Rübel. Willkommen, lassen euch Zeit. Du bist halt normaler Gezoche. Wenn sich sonst was Interessantes ergibt, lass mich wissen. Alles klar. Und da haben wir sonst nichts weiter. Könnte man noch zu der Kraftprotzerei gehen. Was sagst du? Okay. Die Kraftprotzer scheinen sich auch nicht so für uns zu interessieren. Hier noch die Bar. Das scheint sich auch erledigt zu haben, das Problem hier. Hoppla! Okay. Der Waffehändler. Ah, willst du mal was da alles sehen? Komm mit! Okay, was gibt's dann hier Schönes? Oh! Die sind alle an dem Kabel hochgeklettert. Das ist gruselig. Können wir da hochklettern? Ja, das ist eine Verbindung zu der Oberwelt. Allah, wir klettern an dem Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es geht? Natürlich weiß ich das. Guck, was sagst du denn da dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Ah ja, für mich sieht's eher wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung aus. Du hast recht, das ist der einzigste Weg, der uns bleibt, die Eris zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Barrett, aber ich kann dich verstehen. Oh, die Musik. Wir probieren's. Die sind alle an dem Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das. Okay. Dann gehen wir zu der heldenhaften Musik hoch. No Mercy steht links in grün. Hui. Oh Mann, das ist grausig. Ganz schön unheimlich. Der Papa hat mal gesagt, dass die Annelien dahinter steckt.
Hui. Und im Hintergrund sehen wir der abgestürzte Sektor Siver. Okay. Da können wir rumspringen, da können wir entlang. Da können wir wieder hochkraxeln. Und was sind wir dann da? Da können wir nichts machen. Aber da drüben ist was. Ach, hier können wir nichts schaffen. Ja, wenn ich vielleicht eine Batterie einleg, könnte Propeller laufen. Ja, aber wo kriegen wir die her? Das ist die Frage. Das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Na, was schafft er dann? Hier wäre man nicht fündig. Hier ist keine Batterie, die ich kriege kennt. Das heißt, hoppla, ich sollte wahrscheinlich nochmal runterklettern, wenn das irgendwie möglich ist, ja. Dann klettern wir nochmal runter und holen uns eine Batterie. Ah, die Kinder gucken sich die Verwüstung da an. Und ich hoffe noch, dass wir die Batterie in der Stadt auftreiben können. So. Dann gucken wir nochmal beim Don rein. Da ist tatsächlich auf. Okay. Da ist kein Mensch mehr da. Und ich mag mich da noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Da ist noch ein Raum. Da waren die ganze Handlanger drin. Da tut sich aber nichts mehr. Und im Fernsehen läuft auch nur das Standbild. Geht's wieder in den Keller runter und da geht's zum Don. Der ist aber alleweil auch schon fort, der gute Mann. Ja, ach, hier ist nichts von uns zu sehen. Und ein Hyper haben wir noch gekriegt. Na, wenigstens davor hat es sich noch gelohnt. Schä. Wenn so einer, jetzt mal ohne Scheiß, in so einem Raum könnte ich uns verrecken, nicht schlafen. Das ist ja Krebs und A-Fälle auslösend, epileptische A-Fälle auslösend, hoch 3. Also never ever könnte ich durchschlafen. Gehen wir da nochmal in den Keller runter. Vielleicht findet sich da ja noch was Interessantes. Ach, da liegt einer. Da liegt einer. Dem können wir aber nicht retten. Der ist nur im... Ah, doch. Ey, ihr seid's gar nicht. Du bist... Bitte hilf mal. Ja, komm. Ich lasse dich nicht im 50 Shades of Grey Keller enden. Danke. Als er weg waren, sind die Annelin-Leits hier eingedrungen und haben Dinge gesagt wie Informationen durchgesickert und Niete. Die haben den Don wohl hier mitgenommen. Das ist alles. Ich bin immer noch hier. Oh je, ich bin bald wieder durch. Ich verschwinde. Bis bald. Okay. Eventuell lohnt sich das noch in einem späteren Spielverlauf. Das wird sich zeigen. Aber ich lasse den hier bestimmt nicht im 50 Shades of Grey Keller verhungern. Dann würde ich sagen, wir gehen da hier. Gut, die Tat haben wir wenigstens vollbracht. Auch wenn der Typ nicht gerade so der Beste ist. Aber wir haben eine gute Tat vollbracht. Die Sache, weil der Waffenhändler so viel Schrott sammelt, gehen wir doch zuerst mal zu dem hier. Stutze Sache, alter Mann. Du willst zur Plattform hoch? Hier, nimm die Zink-Batterie. Du willst mal was verkaufen, was gerade gefunden hast? Hast du das nicht gewusst, aber ich hab's ja repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Du wirst schon sehen, wenn du ankommst, 100 Gil pro Stück. Ich nehme so. Batterien. Okay, super. Super Sach. Und ich mag gucken, ob sich beim Club Honigbiene möglicherweise was geändert hat. Wenn wir den Ender-Kanaille jetzt schon mal befreit haben. Ne, da stehen immer noch dieselbe Lappeduttel davor. Da hier. Ach, ich mag mich einfach noch mal ein bisschen umgucken hier. Das ist immer schä bei den alten Spielen, muss ich sagen. Das ist auch wie bei so Spielen wie Secret of Mana und so. Immer wenn man ins Hotel gekommen ist, gab es immer exakt 3 Betten in dem Raum, wo dann die 3 Spielercharaktere hin schlafen können. Ja, komm, hau ab. Dann würde ich noch sagen, wir speichern. Wenn wir jetzt schon alles beisammen haben. Und
Spielstand 1. Jawohl. Jawohl. Super Sach. Dann heißt es jetzt bei uns Do Hochkraxler. Und wir gehen wieder zurück. Do hier, wo die Luzi brennt. Und gehen mit ihrer höchst epischen Musik auf Klettertour. Ich fände es persönlich sehr schwer, an einem Seil hochzuklettern und gerade so Kabel. Das ist ja noch ein bisschen rutschiger als das Seil. Also ich glaube, da hätte ich echt mal Probleme. Aber ich bin eh kein großer Sportler, muss ich dazu sagen. Von daher ist das eine Aufgabe, die für mich sehr schwierig zu bewerkstelligen wäre. Gucken wir mal, ob das klappt. Könnte funktionieren, wenn ich eine Batterie einlege. Ich schätze, ich muss einen Verkäufer einfach klarer. Okay. Oh. Dreht sich wie Sau. Und was jetzt? Bleibt exakt da stehen, wie wir es brauchen. Wenn das jetzt nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir da entlang wascheln und können da hochklettern und können hier nochmal was einlecken. Hier brauche ich auch eine Batterie. Zack, da geht die Schranke hoch und wir können hier entlang klettern. Und können hoffentlich zu dem Ding irgendwie. Da muss ich von ganz over. Und wenn das Ding nur genug ist, scheint die einzige Chance, das sei auf die Schranke zu springen. Ich kann es schaffen, wenn ich springe, bevor es mal zu nur kommt. Verwende X zum Springen. Zack. Jo, super. Wie er sich dort jetzt festhält zum Hangeln, kann ich echt nicht sagen. Das ist mal gerade nur mal zu hoch. Aber wie es aussieht, braucht man da auch eine Batterie wieder. Und da geht nur der Weg hier und der Weg runter, dass man da die Batterie einsetzen können. Hier brauche ich auch noch eine Batterie. Ja, glücklicherweise exakt. Äther. Er hat glücklicherweise exakt die richtige Menge an Batterien gekauft. Ah ja, okay, da komme ich nur hier entlang. Kann ich da nicht hier lang klettern? Ach, das ist nicht möglich und da komme ich nicht dort hier. Na gut, das heißt, ich gehe dort hier, warte bis das Ding wieder in meine Nähe kommt. Und, na, kann ich da nicht runterspringen oder so? Ne, springen kann ich ja nicht mit X. Das heißt, ich muss wahrscheinlich am linken runter. Da fließt auch noch Makroenergie durch. Das finde ich sehr geil mit einer, wenn das jetzt am Cloud seine Horspitze sehen, wo die blaue Dupse und links neben seinem Gürtel, da ist so blaue türkise Energie. Das ist diese Makroenergie. Jo. Zack. Und zack. Ja, und da scheint noch ein bisschen Makroenergie in manche von den dicken Kabel drin zu stecken. Da kann ich da auch wieder entlang klettern. Und da haben wir die Batterie nicht für irgendwas, ja, Wegweisendes gebraucht. Könnte ich da wahrscheinlich auch lang und dann hier. Genau. Dann wohl hier lang. Oh. Der Hubschrauber kommt im Annelin-Hauptquartier, wo die ganzen Reaktoren zusammenlaufen in eine große Fässer. Oder Behältnisse. Und unten drunter sind auch die Bürogebäude. Und ich mag das Level sehr, sehr gern, muss ich sagen. Ich liebe das Level Shinra Hauptquartier. Das ist absolut großartig gemacht. Da ist der Haupteingang. Hey, du sollst dich in dem Gebäude auskennen. Ich weiß nicht, da fällt mir ein, das ist das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin. Ich hab schon davon gehört.
Stockwerke über dem 60. Das sind besondere Etagen. Selbst Angestellte können einfach da hoch. Dort haben sie wahrscheinlich die Eresie gebracht. Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt ziemlich locker. Okay, nein mit uns. Warte einen Moment, willst du nicht direkt durch den Haupteingang reingehen? Was denn sonst? Ich werde Annelien zeigen, was Sache ist und dann... So geht's nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Da gibt's keinen anderen Weg. Wenn wir weiter so unserer Zeit verdummbeitler, wer die Eris. Das weiß ich, aber wenn sie uns hier erwischen, du Wolk, was soll man machen? Wir sollten uns reinschleichen. Siegst, wir müssen vorsichtig sein und einen anderen Weg suchen. Aber glücklicherweise für jeden Shinra-Angestellter gibt's hier die Möglichkeit zu speichern. Und genau das machen wir. Und wir gucken noch im Alternativweg. Das sieht doch hier noch im Alternativweg aus. So ein etwas unbeachteter Seitengang, wo wir rein können. Und da sollte man rein. Durchs Treppenhaus. Will ich die ganze Treppe runterlaufen? Naja, irgendwie müssen wir doch zu der Eris kommen, damit wir helfen können. Hochzulaufen ist doch Folter. Ich habe gezeigt, wie ich mit ihr umzuhalten. Los jetzt. Aber tiefer? Mehr habe ich nicht lesen können. Okay. Dann rennen wir doch jetzt mal die Stufe hoch. Das spart uns wenigstens die 60. Stockwerke, wo die normalen Mitarbeiter sind. Okay, die warten auf uns. Und da haben wir einen Abschnitt gepackt. Ups, jetzt bin ich dummerweise hier wieder runter. Die listig Musik schon von der Shinra dazu. Ich weiß nicht, warum wir die Treppe hoch müssen. Weil wir keine Aufseher regen wollen, solange wir die Eris nicht gerettet haben. Falls es überhaupt möglich ist. Herr Uff, du hast dich so schlimmer. Wenigstens gibt es auch Unterhaltung, während wir die Treppe hochgehen. Also Kämpfe kann ich sogar für andere. Ich habe mal wohl ein falsches Bild von dir gemacht. Mir egal, wie du mich einschätzt. Oh, da hat er schlapp gemacht. Ich wollte nur sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe. Was willst du mit Sache tiefer? Ja, bleibt uns die Antwort noch schuldig. Wie viele Stufen sind es dann noch? Fragst du doch einfach selber. Ist das vielleicht noch einer von den Endlostreppen, was meinst? Ach, da bist Zeich. Na gut, kann ja nicht sein. Ich schaff das noch vor dir tiefer, jawohl. Kann man ein kleines Spielchen draus machen. Sind wir schon da? Noch nicht. Schon da? Ich hab doch gesagt, noch nicht. Uff. Spar da deine Froherei doch, wir sind noch lang nicht da, klar? Und Elixier. Was macht denn ein Elixier? Und zwar stellt es HP und MP wieder her. Sehr wichtiger Gegenstand, den man nur in Notfällen verwenden sollte. Und wir rennen noch einmal. Dann nochmal, mir reicht's. Ich drehe wieder um. Willst du die Treppe runterlaufen? Okay, jetzt hätten sie nichts mehr zu sagen, da sind sie. Komm schon, Barret, reiß dich zusammen. Ja, ich weiß nur, dass ich ja nur aus Fleisch und Blut bestehe, wenn man mal von meinem Arm absieht. Spring nicht mit mir um, als ob ich Ex-Mitglied von so Soldaten wäre. Was ist mit dir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, jetzt mach schon, was du willst. Mach doch was wild. Ich laufe jedenfalls weiter. Hä? Ja, Barret, du gehst als Erster. Du etwa nicht? War nicht so gemeint. Ist schon gut.
Volk, geh du auch mit voraus. Oh, ich glaube, die muss noch pinkeln, so wie die sich doch kalt hat. Die hat sich dazwischen der Bär so verdächtig kalt. Ich glaube, die muss noch sich erleichtern. Oh, geht doch noch weiter. In welchem Stock sind wir jetzt? Ich hab's Seele aufgegeben. Wieso müssen die nur so hohe Heiser einstellen? Die Annelien, was die rachstellen, es kommt nichts Gutes dabei raus. Ja, es dauert doch ein Weilchen, bis man da oben ist, muss ich gestehen. Als noch nicht. Heieieiei. Mann, bin ich fertig. Marlene, Vati wollte ich noch einmal sehen. Rechtes mal vielleicht auf, wegen ein bisschen Treppe steigen, ich bin Dappesuff zu führen. Nimm mich lang. Oder doch? Heieieiei. Das war wahrscheinlich bei Shinra immer das Erste, was der Cloud bei Soldier gemacht hat. Immer das Shinra Hauptquartier hoch und runter rennen. Aber er hat ja gesagt, er ist das erste Mal hier erst im Hauptquartier. Barrett noch überholt. Boah, ich glaube, ich wäre auch fix und fertig, wenn ich da so viel Stockwerke hätte gehen müssen. Aber endlich sind wir da. Endlich gepackt. Ich hoffe, ich krieg nie wieder beim Leben auch nur eine Treppe Stufe zu Gesicht. Mir gibst du wirklich recht. Aber jetzt geht's ums Ganze, machen wir uns fertig. Jo, das sehe ich doch auch so. Und ihr liebe Leute, in der nächsten Episode geht's natürlich weiter. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.